So, da gibt es Rufhenken. Ich begrüße euch alle herzlich bei dieser alljährlichen Pressekonferenz zur Rentrée. Und ich sage euch merci für den Interesse, den ihr für die Schule und für die Bildungspolitik hier im Land weist. Ich stelle für dich die Leute hier dich vor. Mit Vera Dockendorf hat der Sprecherin am Enseignement Secondaire, Isabelle Bichler als Präsidentin vom Departement von der Chargé de Cours, der Gilles Bastien als beigenden Zentralsekretär vom SEW-OGBL, Michel Reuter als Sprecher am Enseignement Secondaire und der Frédéric Krier als den Zentralsekretär vom SEW-OGBL. Die Situation also um Terra aktuell dramatisch und es geht einem großen Teil von unseren Enseignants schlecht. KF-Studie, die monatelang zurückgehalten wurde, von der dann auf Demande von Ben Polidori, Donné Brut, an der zuständigen Chamberkommission vorgestellt wurde, die schwätzt ein klarer Spruch. Rund 35% von den Befragten schwätzen von körperlichen und rund 45% von mentalen Gesundheitsproblemen aufgrund von ihrer Arbeit. 37% fühlen sich emotional ausgebrannt und 31% gehen kurz vor einem Burnout zu stehen. Die Belastung von den Enseignern hat also mittlerweile ein kritisches Maß erreicht. Den John Hattie, das ist ein neuseeländischer Bildungsforscher, hat eine weltweit bekannt unerkannte Metastudie gemacht, an der hier geguckt wird, was für Faktoren einen Einfluss auf den Lernerfolg von den Schülern haben. Und hier kommt damals zur Konklusion, only the teacher matters. Der Erfolg von unseren Schülern hängt vom Enseignant auf, nicht von einem Curriculum, nicht von der Unterrichtsmethode. Wenn also evidenzbasiert Bildungspolitik machen will, so wie das Ministerium das immer sieht, die könnt nicht leicht folgende Constat, wenn wir eine starke Schule mit starken Schülern wollen, da brauchen wir auch starke Enseignants. Dafür fordern wir das Bildungsministerium auf, ein zu handeln, weil das Ministerium als nicht nur den Enseignants schuldig, sondern auch alle einzelnen Schüler. Es geht nicht nur, Symptome zu behandeln, aber wir müssen die Ursache von der Problem und der Wurzel packen. Die Hauptursache für die Belastung von unseren Enseignants, die sie klar und sie sind vielfältig. Die schulische Inklusion wird an der Öffentlichkeit nach viel zu dags scheigeriert. Dabei sind Probleme bei der Umsetzung im Terrain massiv. Die Inklusion ist wichtig, aber es geht nicht zum Nulltarif. Und genau da wären wir bei dem ersten Problem. Wir können die tatsächlich gebrauchten Ressourcen für die Umsetzung von der Inklusion gar nicht chiffrieren. Es fehlen Daten, so sieht den OEJQZ aus einem Rapport zur Inklusion, und ohne eine Datenbasis ist es unmöglich festzustellen, wie viele Ressourcen tatsächlich gebraucht gehen. Davon aufgesehen, dass den OEJQZ das feststellt, was wir alltag an den Schulen observieren. Die Dunkelziffer von den nicht gemeldeten Schülern mit Förderbedarf, die ist immens hoch. Terra sind doch alle Bildungsakteure den Kopf von immerem behauptet, es gäbe keine Wertelisten für die neue Schule von oder an einem Kompetenzcenter zu kriegen. Es kann ihn das natürlich nennen, wie ich will, aber Fakt ist, dass wir an den Schulen immer gesagt kriegen, es wird im Moment nicht möglich, Hilfe oder genug Hilfe zu kriegen, weil kein Platz am Kompetenzcenter frei wird oder weil es Personal fehlt oder weil sie an der Arbeit gehen und so weiter und so fort. Wenn wir heute nicht Know-how für Kinder zum Beispiel mit Dyslexie, auditive Probleme, motorische Schwächen und so weiter zu fördern, so stoßen wir bei Kindern, die an Deutschland Systemsprenger genannt gehen, und als Grenzen. Es könnte immer mehr häufig für das Kinder aufgrund von großen sozio-emotionalen Problemen nicht oder nicht über den ganzen Tag beschulbar sind. Verscheuern und stillfliehen, da können Schulen mit ihren momentanen Moyens und ihre Grenzen. Viele Schulen funktionieren dafür mit einem Notfallplan, Pumpschießplan oder was dann, wie das immer nennen will. Und das kann gehen da von Stunde zu Stunde von einem anderen Intervenant oder Enseignant zum größten Teil außerhalb von der Klasse beaufsichtigt. Das ist an unseren Augen gar keine Inklusion, weil Kinder zwar meist zur selben Schulentree rankommen, aber noch quasi nicht mehr am Klassenverband funktionieren können, aber aus der Klasse 1:1 betreut gehen. Und dieser Kanner gëtt gefehlt, weil Schulen haben wir auch da hängen, immer mehr. Das falsch verstanden, Inklusion hat aber eine Reihe anderer Auswirkungen. So fallen zum Beispiel regelmäßig eine Reihe von Unterstützungsmesuren wie die Appui-Pädagogik für Kinder mit schulischem Förderbedarf weg, weil allerhand gebraucht wird, für die verhaltensauffällig Kinder zu gerieren.
Wir müssen heute Courage schon darüber nachzudenken, ob das Kanner, die noch Hilfe scheitzen, kein einer Zucht für Beschulung oder therapeutischer Betreuung brauchen. Wir sind diese Kanner eng ordentlich an eng gut evaluierte Prise en charge schuldig. Außerdem dürfen wir nicht wohlbefinden von denen anderen Schüler an den Enseignants leichtfankisch auf das Spiel setzen. Der deutsche Bildungspolitiker und Journalist Matthias Brotkorb schreibt, dass Inklusion zwei pädagogische Grenzen hat. Einerseits die Wohl von allen Kanner, und andererseits die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit vom Enseignant. Wir fordern, dass ein klares Konzept ausgeschafft wird für Kanner mit großem sozioemotionalen Förderbedarf, die sogenannte Systemsprenger, und dass die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, für das Kanner endlich adäquat Hilfe kriegen. Ein weiteres Problem für uns Enseignants ist den administrativen Aufwand, der keine Verbesserung bringt. Den Enseignant, der kugeniert, beschäftigt mit Rapporten, Observationen und Reunionen, muss sich rechtfertigen, für was er noch Hilfe fragt, für das dann noch rund einem Jahr, wann es dann sehr geht, nach immer kein oder wenig Hilfe bekommt. Im Bildungsministerium ist die Message verstanden gehen, auch wenn noch viel zu machen bleibt. An den SEW schafft mit einer ministeriellen Arbeitsgruppe für Simplifikation administrativ. Da sind wir also auf einem guten Weg. Da gebe ich auch noch gerne auf die Gouvernance zu schwätzen kommen. Eine unterstützende, gut geförderte Regionaldirektion ist eine reelle Plus-Value für den Enseignant Terrain. Wir kriegen aber regelmäßig Allianzen ran, wo als Membres sich nicht gut behandelt oder so gut drangsaliert fühlen. Als SEW intervenieren wir an diese Fälle und zusammen mit den Direktionen und den Beamten vom Ministerium sich mir noch Lösungen für einen gangbaren Weg für alle Beteiligten zu finden, und an denen allermeisten Fällen klappt das Zusammenarbeit doch ganz gut. Das heißt allerdings zu Ohren kommt, dass vereinzelt Membres als Regionaldirektionen probiert tun, Enseignants unter Druck zu setzen, was die Unterstützung und Zusammenarbeit mit dieser Gewerkschaft betrifft. Mal probiert herauszufinden, wie ein Enseignant sich an uns gewandt hatten. An anderen Fällen wurden die Enseignants aufgefordert, auf Social Media als Beiträge an Kommuniqué weiterzudelen. Und auch gesagt, dass es keinen Wert hat, sich an eine Gewerkschaft zu melden oder hier Unterstützung zu freuen. Wir wollen hier in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass es so für sich Enseignants davon aufzuhalten, hier Gewerkschaft zu unterstützen oder sich an uns zu wenden, kein Recht auf gewerkschaftliche Organisation verstoßen. Wir verlangen, dass das Praktiken direkt abhalten, und fordern eine Sensibilisierung von den Führungskräften für die Rechte von den Enseignants. An der wohlbefandener Gesundheit vom Enseignant passt auch das Dossier von der Wortepräparation. Wir hatten letztes Jahr eine große Enquete gemacht mit erschreckenden Resultaten, quasi deckungsgleich mit den Resultaten von der KF-Studie. Da sind wir dann auch vom Ministerium empfangen und gehört gehen. Allerdings sind wir bis auf 11 Euro gestoßen mit dieser Forderung vom Herabsetzen vom Akt 72, einer zusätzlicher Dechargestunde für Regionen, mehr selbstleid gezielt an der Wortepräparation sowie Koop-Klassen an Allschulen, die eine Wortepräparation anbieten. Für der Sommervakanz wird das Ministerium eine Info bei den Konzernierten lanciert, für das Problem noch mehr genau zu cernieren. An die Resultate sollen wir am Hirsch auf einem Meeting vorgestellt kriegen. Erste Mesuren sollen dann am Frühjahr angekündigt gehen. Wir bleiben hier natürlich am Ball und wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Ministerium. Für die Qualität von unserem Bildungssystem zu sichern, müssen wir als Enseignants stärken. Dazu gehört an erster Linie natürlich auch die Aus- und Fortbildung. Auch den John Hattie zieht aus einer Metastudie Konklusion, dass die Ausbildung vom Enseignant einen positiven Effekt auf die Bildungschancen der Schüler hat. Wir fordern dafür, dass Chargé de Cours die Möglichkeit kriegen, eine berufsbegleitende Berufsausbildung zu machen. Aber was die Quereinsteiger betrifft, so sehen wir das als sinnvolle Ergänzung an Zeiten für Penurie. Wir fordern, dass das Quereinsteigermodell zeitlich limitiert wird. Für als Enseignant stark zu machen, bieten wir als LCW als Enseignant schon seit rund 4 Jahren eine Formation zu ihrer Karriere an ihre Rechte und Pflichten. Und das Formationen fand einen ganz großen Anklang, weil an Eisen an nimmen einen gut informierten Enseignant, auch einen starken Enseignant, werden wir auch in Zukunft das Formation weiter anbieten. Letztes Jahr haben wir eine ganze Reihe von Konferenzen angeboten mit dem Schwerpunkt Inklusion und Bildungsgerechtigkeit. Als Gewerkschaft sehen wir es als Pflicht, als Enseignant über die neuesten Erkenntnisse an der Bildungsforschung im Laufenden zu halten.
Darüber herausbinden des Konferenzen Möglichkeit, sich über Erfahrungen, Erwartungen und Schwierigkeiten Terrain auszutauschen. Zusätzlich zu dieser Offer wird mir nach ab dieser Rentrée eine Kampagne gegen Mobbing lancieren. Wir hatten schon eine Kampagne gegen Mobbing am Enseignement supérieur an der Recherche gemacht und lancieren eine ähnliche Kampagne für den Fondamental und den Sekundär. Wir haben eine Broschüre ausgeschafft, die hängt an der Tafel sowie Plakate. Wir werden Informationsversammlungen zu diesem Thema anbieten. Auch hier also das Ziel, als Enseignant zu stärken, an ihnen die richtigen Outils geben, für ihre schwierige Situationen sicher als souverän zu handeln. Zusammenfassend will ich noch einmal betonen, den Enseignant als Fundament von unserem Bildungssystem. Only the teacher matters. Wenn wir eine erfolgreiche Bildungspolitik wollen, dann müssen wir als Enseignant stärken. Wir müssen ihnen direkt steipen, respektive freihalten, für dass sie sich auf ihre Care-Aufgaben, nämlich den Errichten, konzentrieren können. Wir fordern dafür ein Überdenken von der aktuellen Inklusionspolitik und Schaffen von einer nationalen Datenbasis zur Skolarisation von ESAP-Schülern. Eine Vereinfachung vom prozeduralen Aufwand, spezialisiert Personal wie Psychologen, Logopäden etc. an den Schulen, Sensibilisierung zu den Rechten und Pflichten vom Enseignant sowohl für die Enseignant wie auch für Führungskräfte, klare Prozeduren an eine Anlaufstelle für Enseignant am Fall von Konflikten oder von Gewalt am Spiel ist, Verbesserung von den Arbeitskonditionen an der Voie de Präparation, ein zweiter Bildungsweg für die Charge de Cours sowie zeitliche Limitierung vom Quereinsteigermodell. Wir fordern dem Ministerium auf, Zürche vom Terrain zu holen, die Resultate von der KF-Studie zu holen, und den Fokus auf Maßnahmen zu legen, die den Enseignant entlasten und stärken. Weil nur so können wir unser Bildungssystem langfristig verbessern. Stark Enseignant für eine starke Schule mit starken Schülern. Ich gehe dann weiter und Vera Dockendorf vom Enseignement Sekundär. Ja, merci. Den größten Teil von der Arbeit, die wir als ACW machen, passt bei den Punkt stark Enseignant und auch eben die Probleme, die wir hatten. Wir hatten im Sommer Schlagzeilen zum Mama Lycée, das Sachen wie am Mama Lycée passieren, sind eigentlich gärensweise keine Arbeit als Gewerkschaft. So Probleme gehen wir oft und als Ruhigedroh. Oft sind nicht vereinzelt Probleme an Schulen, wir erleben aber auch immer mehr, dass wir wirklich Häfungen an spezifische Lycée kriegen, wo man da können davon ausgehen, dass wirklich ein strukturelles Problem an dem Lycée eben ist. Der Gang an die Presse ist echt streng Ausnahme an dieser Arbeit bei uns. Also das war am Mama Lycée, also die so in die Presse kommen, am LTB für einem Jahr, wo auch Probleme waren noch mehr nicht, die in die Presse kommen sind, mehr wenn Probleme extrem groß sind, kann es eben mal an die Presse kommen. Die Probleme, die man da rapportiert kriegen, die reichen eben von respektlosem Umgang mit dem Personal von der Direktion bis hin zu Harcèlement oder rezent sogar illegaler Überwachung auf der Arbeitsplatz, wo Leute dazu umgestellt werden von der Direktion, so gut man rapportiert, für eben über einer Kollegin zu berichten, was die dann eben so und so weiter. Und wie gesagt, wir stellen fest, dass zu einer Erhebung von so einer Probleme können und froh stellt sich für was können zu so einer Erhebung. Und du hast dann relativ vielschichtig ein Teil vom Problem leid daran, dass 2060 die alle Profikomiteen aufgeschafft wurden, an der Saat wurden durch das Komitee der Konferenz au Lycée. Und die Personalvertretung wird eigentlich geschwächt. Also de facto hat überhaupt kein Verhandlungspouvoir, das eigentlich immer, wenn dieser Akkord besteht, als Direktion die Arbeit lascht vortut. Da war eine Gesetzesänderung für drüber, da war der Minister, dem ist über so Probleme dezidieren. Es geht auch anders wie am Privé, geht es bei uns an der Schule keine gewerkschaftlich delegierte Personaldelegationen. Sogar wir, die wir als Gewerkschaftsvertreter sitzen, sind eigentlich nicht anders geschützt wie alle anderen Funktionäre oder Employés beim Staat. Und hier ist der Staat nicht ganz konform zu der 2001 von ihm zwischen der EU-Konvention 151 über die Arbeitsrelationen an der Fonction publique, die eigentlich besieht, dass gewerkschaftliche Aktivitäten und Affiliationen kein Notdeel dürfen haben. Wir haben, Madame Dame hat schon aus verschiedenen Fällen eben auf dem Fundamental erzählt, der rezenteste Fall, den wir hatten, den hast du schockiert hat, wo man so das wirklich ein Angriff an die gewerkschaftliche Freiheit. Wir haben einen Brief geschrieben in den Lycée am Süden,
indem man verschiedene Probleme aufmerksam machen, die Goufe an länger Pläne, das ist die Versammlung, wo all Personal zusammen könnt, von der Direktion projiziert an Member von der Direktion so zu gut mal rapportiert, dass Leute nicht sollen bei den SEW laufen, was sie Probleme haben, aber das sollen bei den Direktionen schwätzen. Andere Rapporten, die man schon wie lange hören, dann bei so Einführungsveranstaltungen, der doch gesagt wird, wir sind eine große Familie, die braucht keine Gewerkschaft zum Beispiel. Ein Teil von der Antwort für werdet weiterhin zu so Häfungen von Problemen an unsere Schule können, das aber auch, dass immer mehr Employen in der Ministermarsch angestellt werden. Du hast ein rezent parlamentarische Ufro von der LSAP-Deputiert Francine Klosner gewiesen, dass ein Tour von den Employen am Sekundär an den letzten 5 Jahren gut 3,4% herabgegangen ist. Konkret heißt das aktuell im letzten Schuljahr 622 Employés mehr an unserer Lycée schaffen, weil das nach 4-5 Jahren der Fall war. An das Schuljahr wird sicher ein Grütsch Employés beikommen sind. Für was das problematisch? Ein Employé an der Fonction publique hat eigentlich wirklich Kündigungsschutz. Wenn ein Mann wie 10 Jahre am CDI schafft, dann ist sogar Männer geschützt wie ein Salarié am Privé, wo es immerhin gewissen Schutz gibt für ein Licenciement abusiv oder gewissen finanziellen Entschädigungen am Fall von einem Licenciement, die nur Denkmalter gestaffelt sind. Das heißt, wir erleben nicht immer, dass Employee wirklich wegen geringfügige Fehlverhalten einfach den Kontrakt gekündigt sitzen und dann ohne Entschädigung einfach auf der Straße sitzen. Dann erinnern wir daran, dass CSV an ihre Wahlbericht aber versprochen hat, für Beamten eine Reform von der Funktionarisation als versprochen hat. Da appellieren wir und den Minister Wilmes dann auch durchzuziehen, das gäbe als Hilfe für endlich mehr Beamte ranzukriegen an als Schule wie Employen. Und wir fordern auch für die Employen, die da sind, den nämlichen Kündigungsschutz wie beim Funktionär, wo noch eine Echelle de Sanction vorgesehen, so dass die nicht bei einem geringfügigen Fehlverhalten direkt gekündigt wird. Im weiteren Teil von der Antwort für was zu so einer Erhebung von Vorfällen könnt, also Beobachtungen nur, als auch, dass es an der Fonction publique kein funktionierende Urlaubsstelle für Mobbing gibt. Madame Dame hat es schon angeschaut, dass eigentlich 2007 ein Gesetz kommt, was eine Kommission spezial vorgesehen hat, geschaffen hat, wo dann eben Mobbing-Opfer sich können melden. Und die hat dann Fall analysiert und auch Rekommendationen dann eben erstellt, für den Opfer zu helfen. Die also aber nicht, de facto besteht die eigentlich nicht, da aufgrund von einem Urteil vom Verfassungsgericht, weil Gemengebeamte waren da mit dem Gesetz nicht berücksichtigt gehen. Das heißt, eigentlich müssen just Gemengebeamten denen noch die Möglichkeit geben, die Kommission spezial an Anspruch zu holen, an Gesetz kann funktionieren. Das ist aber im Moment nicht geschieht, wenn an der Fonction publique kein Urlaubsstelle für Opfer von Mobbing, just des Service psychosozial de la Fonction publique, den ersten mit Psychologen, dann ein bisschen Therapie, ein bisschen bei den Demarchen hilft, die da aktuell gehen, mit Gott kein Urlaubsstelle. Du wennst fordere, dass die reaktiviert wird. Allein an den letzten 2 Monaten mir als ACW 3 Demandes de Protection, wenn es Harcèlement moral rangereicht. 3. Es besteht wirklich ein grosses Malaise an unseren Schulen, wie das eben noch rezent de Mama Lycée weist, an eine Urlaubsstelle für Opfer von Harcèlement moral als dringend notwendig. Dazu wollen wir auch noch so, dass am Sommer dann aufgrund von den Pressenartikeln die geplante Kommission am Mama Lycée versprochen wurde, bis lo keine Novellen dazu. Das heißt, wie wenig das Minister mit dem Wellbeing von den Enseignants umgeht. Ein anderes Problem, mit dem die Enseignants an der Schule konfrontiert sind, also aber auch leider Thema Gewalt an den Schulen, sowohl am Fundamental wie auch am Sekundär. Das Problem real ist, weist eine Statistik aus einer rezenten parlamentarischen UFRO. Am Schuljahr 22/23 goufen an der Lycée knapp 70 Renvoien wegen Gewalt. Davon 63 Gewalt, 5 Drohungen von Waffen. Hat sie just die Renvoien, die zum Thema Gewalt sind, waren nach einer Renvoien natürlich. Und die kann konkret zählen. Auch hier schätzungsweise geht davon ausgegangen, dass die Polizei 120 Mal müssten an der Lycée intervenieren, statistisch gesehen, also 3 bis 4 Mal die Woche. Dabei könnt unsere Abschätzung nur eine große Dunkelziffer von Fällen, die nicht gemeldet und nicht statistisch erfasst werden. An heiget eiser Erfahrung nur vieles Lever ënner den Teppich gekehrt wie konkret ugangen. Nachdem mir zum Beispiel de Schmombren ugangs des Jahres darüber aufmerksam gemäht hun, dat an einem großen Lycée am Süden e Schüler gedroht huet, Messer mat an Schuld zu bringen, an der Seine gesot sie gefen sich unsicher fühlen, Direktion gefroten, ob sie Police könnten kontaktieren, was nicht geschieht ist, haben wir das Minister kontaktiert, mir noch einen Brief geschrieben, für konkret Guidelines zu kriegen, wie die Enseignants an dem Fall können eben oder sollen reagieren. Und das seit März, der Brief war März geschieht, ohne Antwort blieb.
Das weist einfach, wie wenig den Minister berät, das Enseignant zu stärken, wie viel an den Teppich gekehrt wird und noch wie wenig wichtig ist, das Minister als Enseignant zu stärken für die Herausforderungen, die als Einzelfall mir leider aber von uns an unserem Berufsleben einen Wert begegnen. Als ACW haben wir durch ein Interview mit dem Procureur General Adjoint vom Parquet vom Service Jugendschutz gefragt, die werden wir demnächst publizieren. Das passt auch an als Kampagne zum Mobbing, also wird versäumen, es von unserem Minister notzuholen und die Enseignant stark zu machen. Also es ist als ACW ganz wichtig, für die Enseignant eben zu stärken, für sie was Rechte abzuklären, für sie ihnen zu geben, wie sie sich können wehren, wenn sie Opfer von Gewalt, von Mobbing etc. gehen. Wir werden, wie gesagt, wenn du einer Fisch, die werden an Schule geschickt, wir haben die Broschüre, die wir auch werden ausdehlen, wir haben eine Information mit einer Fakultät, die wird Mobbing gemacht. Und wir werden noch ein großes Umfassen zum Umfrage zum Bien-être an der Schule machen, sowohl am Sekundär wie auch am Fundamental. Und wir werden sie auch nicht nur 2 Jahre publizieren, wie das Herr euch mit verschiedenen Studien gerne möchten. Wir werden sie dann das Schule noch publizieren. Weil an du wennst den Appell und uns ist auch ein Politiklos als mal an den Schulen, E-Stellen, UGOen, nämlich so können wir langfristig den Personalmangel und auch den Burnout an unserem Sektor entgegenwirken, an unseren Senior stärken, für eben auch Stärkschüler zu holen. Und du machst so ein Schmerz, ihr geht weiter und mein Kollege Michael Reuter. Voilà. Gute Morgen. Ich meine, nur dem Madame Domme und Madame Dockendorf schon über die Stärke vom Enseignant als einer Rolle geschwärzt und wollte ich noch vielleicht ob pur pädagogisch, strukturell Schwächten aus dem Sekundär drüber gehen, weil du mal Gefühl und dass die Schüler nicht immer gestärkt wird. Ich meine, das letzte Schulsystem wird immer mehr zerstückelt und digitalisiert und offeriert die Schüler immer mehr divers und individualisiert Optionen. Das Flot von den Schülern schwer wird, mit der Schwer muss aber moderiert gehen. Zum engem par rapport zu den Fähigkeiten an den Plänen von den Schülern und zum anderen aber auch zu der Finalität von der Schule an der Realität Lützeburger Arbeitsmarkt. Und an dem Kontext wollte ich auf 3 Punkte angehen, die als SEW OGBL Departement Sekundär aktuell beschäftigen. Das erste, das sagen wir schon lange, das ist die Orientation am Cycle inférieur, ich meine, das nicht Neues. Du müssten einfach Kriterien der Promotion an die Orientation auf die Liste geholt gehen, für einfach die Schüler ein bessere Schwarzarmeischen, für dass sie das nötig wissen, an Kompetenzen nur für am Enseignement general oder an der Formation professionell weiterzukommen. Für allem im Kontext von der Orientation und Formation professionell stellen wir fest, dass die Kluft zwischen den Schülern am Cycle inférieur an der Arbeitswelt immer mehr groß wird. Ein mannerjähriger Schüler, den sein Schulweg seriös und konsequent mischt, steht quasi in einer Konkurrenzsituation mit alle Schüler oder Ex-Schüler, die mehr erfahren, aber mehr movementierte Wege haben, für Access zu Stagen oder Apprentissageplätzen zu kreieren. Initiative wie den Diplom Plus für Premiersabsolventen sind sicher löwenswert, aber für junge Schüler geht dadurch den Access auf Stagen noch viel mehr kompliziert. Du kannst als dem Minister dann immer lapidar sagen, dass viele Stage an Apprentissageplätze nicht besetzt gehen. Wie wenn das so ist, muss ich nicht vorstellen, ob all die Investitionen ab länglich Informationsmaterial von den Schülern, von den Schulpartnern, auch von den Servicen nicht besser ernst gelöst werden. Wir sind froh, dass der Besoin Niveau vom Cycle inférieur am ESG auch von Seite von der Regierung erkannt hinaus, weil am Regierungsprogramm gibt der Punkt hier auch erwähnt und gesagt, dass du eine Analyse soll stattfinden. Bislo ist leider nicht viel da geschieht, aber wir hoffen, dass der Punkt nicht ein kosmetisches Zugeständnis vom neuen Edukationsminister und dem neuen Koalitionspartner war. Es muss sicher etwas an dem Bereich geschehen, aber es riskiert bis zum Schluss von der Legislaturperiode im Amtierung zu verschwinden. Und mehr als SEW wird natürlich durch die Hand bleiben. Ein zweiter Punkt, den am Moment noch ein bisschen kleiner ist, aber du in Lo wahrscheinlich in Zukunft viel mehr groß Ausmaße wird holen, das ein internationales Schulsystem. Er hat einen richtigen Boom ausgelöst. Viele Schüler zu Lützburg gehen hauptsächlich auf die internationalen Schulen, weil sie sich aufgrund von ihrer Sprachsituation am traditionellen Schulsystem benachteiligt spüren. Sie profitieren dem noch von der neuen Offer, aber am Endeffekt ist es aber echt ein System, das auf akademische Studien ausgerichtet ist. Und dafür an den letzten Jahren muss man feststellen, dass immer mehr Schüler aus dem Enseignement international an den Enseignement general oder an Formation professionell wollen wechseln.
An dem Kontext hat das Minister ein internes Arbeitspapier ausgeschafft für den Übergang vom Enseignement international an das Lützeburger System einfach zu machen, mit dem Papier weist Limiten, ob die Schüler stoßen. Wenn die Schüler zum Beispiel eine Sprachkombination von Portugiesisch als L1, also Erstspruch, an Englisch als L2, Zweitspruch gewählt wird, da muss hin sich und die Wohlwolle von einer Direktion angewiesen, von der Direktion vom neuen Lycée, weil do nimmen eng Admission konditionell sur Dossier möglich ist. Für uns als SEW müssen die Kriterien vielmi transparent an öffentlich sein. Für allem müssen noch denen Schüler, die Portugiesisch an Englisch als Hauptsprachen holen, informieren, dass Transition an das Lützeburger Schulsystem an auch die Formation professionell an den Arbeitsmarkt nicht problematisch wird. Für an einem DAP zum Beispiel direkt angeholt zu gehen, muss eng Spruch von den zwei, also entweder L1 oder L2, Deutsch oder Französisch sein. Und auch wenn es mittlerweile vereinzelt DAP-Formationen auf Englisch gehen, wäre da was schuld, wenn Schüler keine Aktie um ein DAP hätte, weil es ihre Spruchsituation, wo in Usisch hat, könnten wie frei remedieren. Für ein Diplom vom Technicien sieht übrigens ähnlich aus. An Eisenahn müsste schwach von den Sprachen an den staatlichen internationalen Schulen der Situation an der nationalen Education an Arbeitsmarkt Rechnung drohen, weil viele Schüler riskieren, keinen Fuß mehr zu fassen, wenn es am internationalen System nicht mehr weitergeht. Muss auch dazu sagen, dass mehr als SEW-Departement sekundär auch einen guten Austausch mit dem Service Lab Formation professionell haben, wo wir als regelmäßig gesehen an probieren, die Sachen umzuschwätzen. Da könnt ihr denken, wir leihen nicht immer auf enger Linie, aber wir hoffen, dass die konstruktiven Échange auch an den nächsten Jahren wird weiter andauern. Und dann als letzter Punkt wollte ich nach Digitalisierung umschwätzen. An der Lächt as jo an der Presse viele iwwer de sogenannten Handyverbot auf verschiedene Lützeburger Schulen diskutiert gin. Ich meine als wie immer der Meinung, dass eng Reduzierung vun oflenkte Gadgeten wéi dem Handy an der Schule durchaus sinnvoll ass. Wann ihr danach gesagt, was für eng Rolle den Handy bei Mobbing oder Cybermobbing spielt, möchtet nach Mason Schul zu enger Handy reduzierter Zone zu machen. Der Minister Meisch ist sich dieser Problematik auch bewusst und hat 400 Vakanz die verschiedenen Akteure an der Education, darunter auch den SEW, konsultiert. Und nicht mehr spät wie letzte Samstag hat Herr Meisch einen großen Artikel am Lützeburger Wort veröffentlicht, wohin die digital-sozial-Verwahrlosung von hauptsächlich Jungen in unserer Gesellschaft bedauert, auf ihre gesunden Equiliber am Umgang mit dem Handy, am digitale Medien plädiert. Wir sind froh, dass der Minister anscheinend etwas gemerkt hat, was den SEW schon sind quasi 10 Jahre moniert. Einerseits geht aber Gefühl nicht los, dass den Artikel just ein Teil von einer PR-Kampagne vom Minister ist, für an der Handyverbot-Debatte gut durchzustehen, ohne sich verbindlich zu positionieren. So ist den Artikel auch passend weg, ohne konkret Pisten zu nennen. Als SEW machen wir uns natürlich durch Gedanken an, da wollten wir ein paar Pisten vielleicht hier erwähnen. Ich meine, wenn die Jungen den Equiliber zwischen realer und digitaler Welt nicht mehr haben, also dann in der Schule für den Desequiliber noch zu verschärfen durch Tablets a Gogo an digitale Klassebücher a Bischelscher für alle junge Jahren. Der Minister sieht immer, dass es ob die Eltern auch könnt, mit das aber auch die Rolle vom Minister, die Schulen und Enseignants zu stärken mit klare pädagogische Konzepte, was Medien anbelangt. Ich meine, geht nicht durch, dass ihr just ein Handy ausschwätzt, wann kann er an der Schule für ein iPad sitzen, für einen Computer sitzen. Den Handy ist nicht das Einzige, was die muss diskutieren. Wir wissen ganz klar, dass ob die Klassen am Cycle moyen und supérieur an der Formation professionell Tablets eine Plus-Value sind. Ich meine, auf vielen Arbeitsplätzen können die nicht mehr lernen, der Computer so mal so. Aber der Nutzen von digitalen Utensilien ist extrem unterschiedlich, abhängig von Schule zu Schule und auch par rapport zu den verschiedenen Jahrgängen. Natürlich guckt den an so Situationen, was rundherum funktioniert an den skandinavischen Ländern und zum Beispiel auch Schweden, geseitet nur einem Trend zu einem Retour zu mit traditionellen Methoden aus. Weil ich festgestellt habe, dass Schaffen auf Tablets negativ Folgen für die Entwicklung von verschiedenen Kompetenzen, wie zum Beispiel der Schreibkompetenz hat. Das schwedische Karolinska Institut hat 2023 einen Rapport veröffentlicht, wo sie auch verschiedene Faktoren erwähnen, die einen Einfluss haben auf Digitalität an der Education. Ich wollte durchaus auf 2 Punkten angehen. Das eine ist, das Karolinska Institut schwätzt von Durabilität. Ich meine, wenn ich am Moment an den Schulen umgucke, dann noch mit Kollegen schwätzt, die sich ein Projekt wie die One-to-One
kümmern, kriegt ihr wie Gefühl, wie man das göllen Zeitalter vom iPad für jede Reden zu Löser benennen könnt, an mehr eine strenge Rationalisierung stattfindet. Mir ist das wirklich, wenn es pädagogischen Enjeux oder das ist etwas mit Spurmaßnahmen zu dienen. Aber wie durabel kann ein Projekt sein, wenn die Hardware nicht mehr disponibel ist? An Eisenahn geht die Durabilität von der Digitalisierung über konkret pädagogisch Inhalte und Kompetenzen für das digitale Zeitalter, nicht nur über die Stocke von den größten Tech-Giants. Der zweite Faktor, wo erwähnt wird, ist der pädagogische Wert. Der Minister sieht das im Interview von den Samstag, Limitieren von den digitalen sozialen Medien steht nicht am Gegensatz zum digitalen Lehren. Du hast recht, auch viele engagierte Enseignants machen noch eine super Arbeit in dem Bereich. Wir müssen sich aber vorstellen, ob es nicht in der Zeit wäre, für mehr stringente Rekommendationen um Niveau vom Ministerium zu entwickeln, für die Schüler im digitalen Equiliber zu gehen. In dem Kontext wäre doch gut, wenn Programmkommissionen und Equipe curriculaire sich dem Dossier geben unholen, für zu gucken, wie in der digital an analog Lehren am besten kann kombinieren, für dass die Schüler Männer aber mehr sinnvoll Screentime an der Schule hat. Nach geht den Tablet so oft als Spielsache vom Schüler gesehen und nicht als UT. Dafür plädieren wir als SEW für eine evidenzbasiert ganzheitliche Analyse, was Digitalisierung an der Education an der RMI für Konsequenzen hat. Positiver und negativer, für in Zukunft klare Richtlinien zu haben, die flächendeckend gelten, also ein Teil zum Equiliber durch digitalem und traditionelle Lehre beidrohen und Bildungsgerechtigkeit garantieren. Am Moment sieht es so aus, wie wenn der Minister sagt, Coding nicht wie der Passepartout wäre, aber dass auf verschiedene Momente aber noch immer muss zum guten alle Schlüssel gegraft gehen, für Tieren abzumachen. So nicht merci. Dann so ein Merci für Geduld, für die Nullausstrengung. Merci.